Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dass die Predigt dich inspiriert. Wir laden dich dazu ein, dir Gedanken darüber zu machen. Mein Gottemädchen war etwa 4, als sie mich gefragt hat, wieso ich ein Kreuzkettchen anhabe. Dann habe ich ihr gesagt, ja, wegen Jesus. Und habe sie gefragt, ob sie dann wüsste, was der Zusammenhang ist zwischen Jesus und dem Kreuz. Und dann antwortet sie mir und sagt, ja, das ist ja bubig. Wenn wir mal in den Himmel kommen, können wir einfach das Passwort Jesus sagen und werden reingelassen. Ich bin ähnlich aufgewachsen wie sie, vielleicht nicht ganz mit dem Passwort Jesus, ich weiss nicht, von wo sie das hat, aber auch mit dieser Selbstverständlichkeit, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass Jesus gut ist, dass Jesus mich liebt, dass Jesus mir vergibt, dass wir einen guten Gott haben. Und ich bin extrem dankbar, ich würde es nicht anders haben, es ist ein mega Privileg, so aufzuwachsen. Und gleichzeitig ist es auch inzwischen so ein bisschen selbstverständlich. Ich habe gemerkt, durch das, dass ich das schon immer so kenne, bewegt es mein Herz manchmal gar nicht mehr so fest. Durch das, dass ich diese Wahrheit schon seit ich klein bin, kenne, bringt es mich nicht mehr so in Staunen. Und so in den letzten Monaten oder sogar Jahren haben mich Bibelverse, wo drin gestanden ist, wir sollen ehrfürchtig sein vor Gott, immer mehr bewegt und angesprochen. Und ich habe so gemerkt, bei mir ist dieser Teil, glaube ich, manchmal ein bisschen verloren gegangen. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass es so ein bisschen selbstverständlich geworden ist. Wann haben wir das letzte Mal gestaunt darüber, was Gott für uns da hat? Wann hat es uns das letzte Mal wirklich getroffen, was ihn gekostet hat? Und so ist, glaube ich, mein Problem nicht, dass ich zu wenig über Gott weiss, sondern dass es eben so selbstverständlich geworden ist. Und ich sehne mich danach, dass ich wieder neu oder immer wieder neu die Grösse von Gott begreifen darf. Dass ich immer wieder überwältigt werden, wie gut der Gott ist, wie heilig er ist, wie ewig und gross das er ist und dass der Gott mich liebt. Es ist so schnell gesagt, aber es ist so krass, dass der Gott uns liebt. Und in so einem Moment entsteht bei mir Ehrfurcht. In so einem Moment, wo ich das begreife, dass er so heilig ist und trotzdem mich sieht, entsteht in mir Ehrfurcht. Bevor wir aber genau das Wort Ehrfurcht noch anschauen, möchte ich euch ein bisschen in das Gefühl hineinnehmen. Oft entsteht bei mir Ehrfurcht auch, wenn ich draussen bin in der Natur. Wenn ich Berge sehe, wenn ich die Schönheit sehe von dieser Natur. Und so denke, der Gott, der das geschaffen hat, der die Schönheit gemacht hat, der Gott kennt meinen Namen. Der Gott weiss, wie es mir geht. In so einem Moment begreife ich einmal auch, wie klein ich eigentlich bin und wie gross er ist. Und ich habe einen Brief gefunden von George Mallory. Er wollte der Erstbesteiger werden von Mount Everest. Und er hat seiner Frau geschrieben, nachdem er sich lange darauf vorbereitet hat und dann vor dem Berg gestanden ist, hat er seiner Frau geschrieben, wie sich das angefühlt hat. Er schreibt, wir standen wie gebannt da. Im Hinterkopf hatte ich 1000 Fragen, die nach Antwort verlangten, aber der Anblick löschte jeden Gedanken aus. Wir stellten keine Fragen, sondern schauten den Berg einfach nur an. Der Eindruck ist grandioser, als ich beschreiben kann. Liebling, dies ist eine aufregende Angelegenheit und ich kann dir nicht sagen, wie sehr sie mich aufwühlt und wie groß der Anblick ist und dann die Schönheit des Ganzen. Er war erfüllt mit Ehrfurcht. Es scheint, als würden ihm die Worte fehlen. Der Eindruck ist grandioser, als ich beschreiben kann. Vielleicht kennst du auch so einen Moment. Vielleicht ist es bei dir auch die Natur, vielleicht auch ganz etwas anderes. Moment, wo du begreifst, wie klein wir sind und wie gross Gott ist. Moment, wo dich ins Staunen bringen. Moment, wo dir eine Ahnung davon geben, was Ehrfurcht ist. In der Bibel werden wir aufgefordert, zum ehrfürchtig zu sein. Und dort drin geht es nicht darum, eine panische Angst zu haben vor irgendeinem unberechenbaren Gott, sondern es ist ein tiefes Bewusstsein, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist heiliger, als ich jemals begreifen könnte.
Gott ist mächtiger als all meine Ängste. Er ist viel liebevoller, als ich jemals verstehen könnte. Und Ehrfurcht ist so eine Mischung zwischen Staunen, Demut, Liebe, Unterordnung. Und es ist auch nicht nur so einfach ein Gefühl, sondern Ehrfurcht zeigt sich in unserem Leben. In dem, dass wir unser Leben ganz ihm unterstellen. Und manchmal, wenn wir durch die Bibel schauen, dann hat Ehrfurcht schon auch einen Teil Furcht drin. Es gibt Momente, wo Gott den Menschen in der Bibel begegnet und sie so überwältigend sind von seiner Heiligkeit, von seiner Gegenwart, dass sie fast ein bisschen ins Zittern kommen. Momente, wo sie in seiner Gegenwart begreifen, wie klein sie sind und wie heilig das Gott ist. Und so einen Moment können wir im 2. Mose 3, 2-3 lesen. Der Mose ist in der Wüste und Gott begegnet ihm dort. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Er geht auf den Busch zu und dann antwortet ihm Gott und sagt, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Dornbusch war an sich nichts Besonderes. Der Mose ist vermutlich schon recht oft an dem Busch vorbeigelaufen. Er sieht vermutlich aus wie noch ein paar andere dort in der Wüste. Aber in dem Moment, wo Gott in dem Busch war, ist es ein Ort der Heiligkeit geworden. Heilig ist nicht an sich ein Ort. Heilig ist auch die Stiftshütte und der Tempel nicht an sich gewesen, sondern es ist heilig gewesen, weil Gottes Gegenwart drin war. Und ich finde die Geschichte so schön, wie Gott eine Nähe schafft zu Mose. Also er nennt ihn beim Namen, er kennt ihn, er gibt ihm sogar einen Auftrag für sein Leben, eine Berufung. Und gleichzeitig zeigt er aber auch seine Heiligkeit und sagt, hey Mose, zieh deine Schuhe ab, komm nicht näher. Er zeigt ihm, dass er ein heiliger Gott ist. Er will am Mose ein bisschen zum Gespüren geben, dass er nicht einfach wie zu einem Kumpel vor ihn herkommen soll. Und ich glaube, es geht Gott nicht darum, um so ein äußerliches Ritual zu haben. Dass man jetzt wirklich da seine Schuhe abzieht. Aber es geht ihm darum, dass dem Mose seine Haltung bewusst ist. Ich komme von der heiligen Gott. Der Gott kennt mich. Und ich darf vor ihn kommen. Und als Zeichen für das zieht er seine Schuhe ab. Wir haben heute unsere Schuhe normalerweise an, ausser die Hause natürlich, aber im Gottesdienst haben wir unsere Schuhe an. Ich glaube, in vielen Momenten, wo wir Gott begegnen, haben wir unsere Schuhe an. Und gleich glaube ich, dass die Aufforderung, die Gott an Mose macht, zieh deine Schuhe ab, du stehst auf heiligem Boden, auch heute noch uns bewegen darf. Mit welchen Schuhen kommen wir vor Gott? Was bringe ich mit in seine Gegenwart? Manchmal tragen wir so innerliche Schuhe. Schuhe stehen für Sicherheit. Sie schützen uns. Sie haben aber auch den ganzen Dreck dran von all diesen Kilometern, wo wir schon mit ihnen gelaufen sind. Und manchmal sagen die Schuhe auch etwas aus über unsere Rolle, über wer wir sind, über eine Aufgabe, wo wir uns gerade drin befinden. Aber ich glaube, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, wenn wir auf dem heiligen Boden stehen, dann dürfen wir einfach kommen, wie wir sind. Dann fordert Gott uns auf, zieh deine Schuhe ab. Vielleicht die Schuhe von der Selbstverständlichkeit, wie ich vorher gesagt habe. Es ist ja logisch, Gott kennt mich, er liebt mich, er ist für mich da. Und es bringt mich gar nicht mehr so in Staunen oder eben, ich begreife gar nicht mehr so, wie heilig das Gott dann tatsächlich ist. Vielleicht aber auch die Schuhe von der Kontrolle. Sie geben mir irgendwie einen Schutz, ich muss mich nicht ganz zeigen.
Gott darf schon in mein Leben reden, aber halt nicht in jedem Bereich. Das Thema Geld, dort sollte er jetzt gescheiter nicht drin reden. Das tue ich schon selber schauen. Vielleicht aber auch die Schuhe von der Selbstrechtfertigung. Es ist doch nicht so schlimm, was ich mache. Habt ihr mal gesehen, was die anderen machen? Das ist viel schlimmer. Jesus ist ja eh schon gestorben. Er vergibt mir eh. Oder eben die Schuhe von unserer Rolle. Vielleicht fällt es dir leichter, vor Gott zu kommen, als jemand, der das Leben im Griff hat. Erfolgreich, es läuft. Scheitern, das gibt es bei mir nicht. Aber vor Gott dürfen wir auch diese Schuhe abziehen und einfach als Kind von Gott vor ihn kommen. Ziehe deine Schuhe ab, du stehst auf heiligem Boden. Das Wort heilig bezeichnet etwas, das ausgesondert ist und ganz Gott gehört. Und wenn die Bibel Gott heilig nennt, dann heisst das, dass Gott unvergleichlich ist. Gott ist vollkommen rein. Er hat nicht einen einzigen Makel an sich. Perfekt. Und seine Heiligkeit ist nicht harmlos. Unsere Sünde kann vor dieser Heiligkeit von Gott nicht einfach bestehen. Der Mose hat sein Gesicht verdeckt, als er in die Heiligkeit hineingekommen ist, weil er das nicht ausgehalten hat, weil er das Angesicht von Gott nicht anschauen wollte. Ehrfurcht. Und es gibt aber ganz viele so Geschichten in der Bibel, wo Menschen Gott begegnen und ins Staunen kommen, verstummen oder manchmal sogar am Boden fallen. Zum Beispiel in Jesaja 6. Dort sieht der Prophet Jesaja eine Vision. Er sieht Gott auf einem hoch erhabenen Thron. Der Saum von seinem Gewand erfüllt den ganzen Tempel und Engel rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und der Jesaja reagiert nicht mit: Oh wow, das ist jetzt noch das ist eindrücklich, das ist krass, schon krass, wie Gott ist. Sondern er sagt: Wehe mir, ich vergehe. In einer anderen Übersetzung heißt das: Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder. In dem Moment, wo er in dieser Heiligkeit, in die Heiligkeit hineinkommt, die Heiligkeit von Gott sieht, die Größe von Gott sieht, wird ihm bewusst, wer er ist. Er sieht sich in dem Licht von dieser Heiligkeit. Ihm wird seine Bedürftigkeit bewusst, seine Begrenztheit, seine Schuld, Unreinheit. Und das ist nicht unbedingt angenehm, aber ich glaube, es ist heilsam, zu merken, wie abhängig wir von Gott sind. Zu merken, wie heilig und gross Gott ist. Und das löst Ehrfurcht aus. Oder der Johannes in der Offenbarung 1. Er sieht den auferstandenen Jesus in seiner Herrlichkeit. Und er beschreibt, dass er Augen hat wie Feuerflammen. Seine Stimme ist wie Rauschen von grossen Wassermassen und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und der Johannes, der Jesus kennt, er war mit ihm unterwegs gewesen. Es steht, dass der Johannes am Boden fällt wie tot. Er ist so überwältigt. Er hält das fast nicht aus. Und dann sagt Jesus zu ihm: Fürchte dich nicht. Der heilige Gott, der gewaltige Gott, wo Menschen vor ihm am Boden fallen, kennt gleichzeitig unsere Namen. Er gibt Visionen, er lässt Einblick in sein Reich geben. Und er sagt: Fürchte dich nicht. In seiner Heiligkeit tut er uns trotzdem gnädig begegnen. Und das Thema, die Nähe mit dem heiligen Gott, das zieht sich durch die ganze Bibel. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, sehen wir schon die Spannung. Adam und Eva sind im Paradies. Sie haben ungeschränkten Zugang zu dieser Nähe von Gott. Ohne Scham, ohne Distanz, ohne Bruch. Ich stelle mir das unglaublich schön vor. Und dann wollen sie aber selber Entscheidungen treffen. Sie wollen selber definieren, was gut und was schlecht ist. Sie wollen nicht mehr nur noch vertrauen, sondern Kontrolle haben.
Und so kommt die Sünde in ihr Leben oder in die Welt. Sünde ist, ich verfehle das Leben, wo Gott mich dafür bestimmt hat. Ich verfehle die Beziehungen oder die Beziehung, wo Gott mich dafür geschaffen hat. Und dann steht im 1. Mose 3,24: So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Keruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Es klingt im ersten Moment irgendwie hart. Jetzt dürfen sie einfach nicht mehr in das Paradies. Jetzt ist das einfach vorbei, nur wegen einem Fehler. Aber es zeigt auf, dass die Heiligkeit von Gott mit der Rebellion von uns Menschen einfach nicht zusammenpasst. Die Heiligkeit von Gott ist real. Und viele, viele Jahre später geht das so weiter. Der Tempel war ein Ort, wo Gottes Gegenwart war. Gott hat dort unter dem Volk gelebt. Und mit drin war das Allerheiligste, mit dem Bundesladen, wo eben Gottes Gegenwart war. Und der Raum war durch einen Vorhang abgetrennt vom ganzen Rest. Und dort hinein hat niemand dürfen, nicht einmal ein Priester, nur einmal im Jahr ein Hohepriester. Ein einziges Mal im Jahr hat er, nachdem er sich gereinigt hat und Zeug und Sachen gemacht hat, hat er dürfen in das Allerheiligste hinein und stellvertretend für das ganze Volk dort um Vergebung beten. Es zeigt die Heiligkeit so gut auf. Gott ist so heilig, wir Menschen, wir könnten das gar nicht richtig aushalten. Und in diesem Blick ist das, was am Kreuz passiert ist so unfassbar groß. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ruft er, es ist vollbracht. Und dann passiert etwas. Der Vorhang im Tempel, der verriest von oben bis oben. Das ist doch krass. Das, was im Paradies verloren gegangen ist, der Zugang, der nicht mehr möglich war, der macht Jesus wieder möglich für jeden, der an ihn glaubt. Der Vorhang verriest von oben bis oben. Das ist weltbewegend. Das ist nicht einfach irgendetwas. Das ist richtig krass. Begreifen wir das noch, dass der heilige Gott alles gegeben hat, damit wir Menschen mit dem heiligen Gott in eine Beziehung treten können? Mit dem Tod am Kreuz zeigt er, wie ernst er auch unsere Fehlerhaftigkeit nimmt. Und was er alles hergibt, um das möglich zu machen. Er hätte Abstand halten können. Er hätte es nicht nötig gehabt. Aber er wollte, dass wir wieder in die Beziehung treten können. Und ich glaube, je mehr wir das begreifen oder erkennen können, was er da gemacht hat für uns, desto deutlicher wird mir auch, wie fest ich ihn brauche, wie fest ich seine Vergebung brauche, wie abhängig ich von ihm bin, dass ich leben kann. Und ich will nicht mehr so tun, als wäre mein Leben nur meine Sache, sondern es zeigt mich so im Verhältnis zu ihm, wie gross er ist und wie abhängig ich bin. Und dass ich mein ganzes Leben ihm unterstellen will. Ehrfürchtig vor Gott. Ich glaube, für das brauchen wir nicht die besonders krassen Momente, um ehrfürchtig zu sein vor ihm, sondern vielleicht ist es auch einfach mal ein gewöhnlicher Busch. Logisch, beim Mose ist es dann schon noch spektakulär geworden. Aber es war im Alltag. Wo können wir Ehrfurcht vor Gott haben? In unserem Alltag. In einem Gebet am Morgen. Beim Lesen von Bibelstellen, die wir schon x-mal gelesen haben. Im Gottesdienst, wo wir den Ablauf in- und auswendig kennen. Bei Liedern, die wir auch auswendig kennen und zum Teil sind wir es einfach noch am Singen und schon am Überlegen, was es nachher zum Mittag gibt. Im Moment der Stille, einfach in meinem Alltag.
Wo müssen wir uns wieder bewusst werden, dass wir auf heiligem Boden stehen? Wo ist es dran, Schuhe auszuziehen? Uns bewusst zu werden, dass wir vor einen heiligen Gott treten. Und ich bin davon überzeugt, dass das unser Alltagsleben und unser Glauben verändert. Es verändert, wie ich mit ihm rede. Ja, Jesus ist auch unser Freund. Aber er ist auch heilig. Wie rede ich mit einem heiligen Gott? Wie lese ich sein Wort? Wie gehe ich mit meiner Fehlerhaftigkeit um? Tue ich sie klein reden? Oder mir bewusst machen, was das Gott gekostet hat? Dass ich wieder in seine Heiligkeit, in seine Gegenwart komme. Gehe ich mit meinem Leben so um, als würde es einfach mir gehören, oder bin ich mir bewusst, dass ich für und mit ihm lebe? Und wenn das wirklich so passiert ist, wenn der Jesus wirklich für mich gestorben ist, wenn der Vorhang wirklich von oben bis unten verrissen ist und wir durch Jesus wieder die Möglichkeit haben, zum Nähe mit dem Gott zu haben, dann bleibt eigentlich nur noch eine angemessene Antwort übrig. Und das ist Anbetung. Still werden. Bekennen, Gott, du bist Gott und ich bin's nicht. Wir werden das nachher im Worship auch zusammen machen. Gott anbeten, ihm die Lieder zusingen, die er mehr als verdient hat. Wo wir darüber nachdenken können, wie wir vor den Gott kommen. Vielleicht mit so Schuhen. Ob uns bewusst ist, dass wir auf heiligem Boden sind. Und es wird nachher auch noch ein Gebet eingeblendet sein von Paulus, wo er im Epheser 3 schreibt, nachdem er über Gottes Plan nachgedacht hat, über das, was Jesus für uns da hat. Dann schreibt er, und sein Gebet ist erfüllt mit Anbetung und Ehrfurcht. Darum so passend. Ihr dürft das nachher in diesem ruhigen Moment mega gerne noch durchlesen. Und im Anschluss werde ich das dann noch laut mit uns beten. Ich habe das Gebet von Paulus auf wir angepasst. Und die wollen, dürfen mega gerne dazu aufstehen und mit mir laut mitbeten, wenn ihr das wollt. Darum knien wir nieder vor Gott, dem Vater, und beten ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ja, wir beten, dass wir diese Liebe immer tiefer verstehen, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werden wir auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Danke fürs Reinschauen bei dieser Predigt. Schreib uns doch in die Kommentare, was dich heute inspiriert hat. Als Kirche wünschen wir uns, dass das Leben zum Blühen kommen und Menschen Begegnungen mit Gott haben. Wenn du Fragen oder Gebetsanliegen hast, dann melde dich unbedingt bei uns. Gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, damit du in Zukunft nichts verpassen wirst. Wir sind dir dankbar, wenn du uns finanziell unterstützt. Du kannst das machen, indem du den QR-Code scannst oder auf den Button klickst. Cool, bist du heute dabei gewesen.